Gute Taten. An einem schönen Morgen wollte der Alfons mit seinem Wägeli spielen. Aber dann ist es mir in den Sinn gekommen. Bei meinem Wägeli ist ja ein Rädchen kaputt. Darum ist er in die Küche, um den Schraubenzieher zu holen. Ich habe ihn in die Schublade da. Oder vielleicht doch in den Kasten. Genau. Oh oh. Aber in diesem Kasten war der Schraubenzieher auch nicht. Der Alfons hat ihn im ganzen Haus gesucht. Aber er hat ihn einfach nie gefunden. Der Alfons war traurig. Aber da plötzlich hat er etwas gesehen. Das war eine Überraschung. Juhu! Irgendjemand hat mein Rädchen wieder geflickt. Er hat zwar nicht gewusst, wer es geflickt hat, aber er hat sich sehr gefreut. Und er hat beschlossen, ich will jetzt dem, der mir heimlich mein Rädchen geflickt hat, auch etwas zu lieb tun. aber weil er nicht gewusst hat, wer es geflickt hat, hat er beschlossen, ich muss einfach allen meinen Freunden etwas zu lieb tun. Da hat der Alfons gesehen, dass der Postsack von der Postmaus heute besonders schwer war. Ich tue heimlich mein Wägeli unter den Sack schieben. Dann muss sie nicht mehr so fest schleppen. So. Da hat sie sicher Freude. Und sie kommt nie dahinter, dass ich das war. Der Sack ist irgendwie viel leichter. Warum echt? Der Alfons hat sich gefreut, weil die Postmaus sich gefreut hat. Und das ist eben gerade das Schöne an den guten Taten. Wenn der andere Freude hat, hat man selber gerade doppelt Freude. Als nächstes hat der Alfons beim Biber eine gute Tat machen. In seinem Garten sind ganz viele Äste umeinander gelegen. Ich weiss. Ich tue sie heimlich zusammenlesen und sie dann ganz schön aufstapeln. Da hat der Biber dann sicher sehr Freude. Ja. Alles so gut. Jetzt hat sich der Alfons hinter einem Baum versteckt, um zu schauen, wie sich der Biber freut. Oh, was ist denn auch da passiert? Der Biber hat aber gar keine Freude gehabt. Er hat nämlich den ganzen Morgen gebraucht, um die Äste zum Trocknen auf dem Gras zu verteilen. Oh, wer macht ja nur so etwas? Jetzt muss ich noch mal von ganz vorne anfangen. Also, ich hole mal meine Arbeitshandschuhe. Oh. Der Alfons hat den Biber ja glücklich machen und nicht enttäuschen. Darum hat er schnell die Äste wieder kreuz und quer verteilt und sich dann wieder hinter dem Baum versteckt. Also immer wenn ich die Handschuhe anlege, muss ich schaffen. Oh, das ist jetzt aber eine Überraschung. Oh ja, ja. Jetzt hat sich der Biber gefreut, weil ihm jemand schon die ganze Arbeit gemacht hat. Und der Alfons hat sich gefreut, weil der Biber Freude hat. Jetzt hat der Alfons der Frau Strauss etwas zu lieb tun. Hoi, Alfons! Grüezi, Frau Strauss. Oh. Kann ich dir irgendwie helfen, Alfons? Nein, danke, Frau Strauss. Der Alfons hat im ganzen Laden umgeschaut, aber er hat einfach nichts gefunden, wo er mit der Frau Strauss heimlich etwas zu lieb tun. Aber er hat ja gewusst, dass die Frau Strauss gern Superheld spielt und sie Freude hat, wenn sie niemand etwas zum Retten hat. Toll, wenn jetzt Frau Strauss da vorbeikommt, sieht sie den umgekehrten Blumentopf und dann kann sie den retten. Das war ein sehr schlauer Plan. Aber leider
ist Frau Strauss heute den ganzen Tag gar nie hier vorbeigekommen. Oh. Darum hat der Alfons am nächsten Tag die Frau Strauss zu sich eingeladen. Aber statt der Frau Strauss ist der Biber dahergekommen. Er war immer noch froh, dass ihm jemand heimlich geholfen hat. Und darum hat auch er sich vorgenommen, jemandem zu helfen. Wenn es nicht ganz viel Arbeit macht. Nein. Nicht das Dann hat er aber die Blumen gesehen. Und die hat er wieder so. aufstellen. Das ist meine gute Tag. Ja. Aber die war doch eigentlich für die Frau Strauss gewesen. Und darum hat sie der Alfons schnell wieder umgekippt. Oh. Und dann ist die Postmaus vorbeigekommen. Sie hat auch heimlich jemandem etwas zu lieb tun. Oh. Da muss man aufstehen, sonst ist das nicht gut. Dann ist sie zufrieden wieder weiter. Im Alfons ist halt nichts anderes übrig geblieben, als die Blumen nochmal umzukippen für die Frau Strauss. Und endlich ist sie Wo gekommen. ist denn der Alfons? Ah? Oh! Oh oh. Aha! Die Blume muss gerettet werden! Ja. Achtung, ich komme! Die Rettung kommt! Ja! Frau Strauss hat sich so gefreut. Sie hat die Blumen gerettet. Und der Alfons hat Freude gehabt, weil er allen seinen Freunden heimlich eine Freude machen konnte. Und alles nur, weil jemand heimlich das Rad von seinem Wägeli geflickt hat. Wenn ich nur wüsste, wer das war. Und dann ist es im Alfons plötzlich in den Sinn gekommen. Genau. Er hat das Radio selber geflickt. Es war halt schon ein paar Tage her. Und darum hat er es halt einfach nicht mehr gewusst. Jetzt weiss ich, wer es geflickt hat. Ich selber bin's gsi. Aber ich bin richtig froh, dass ich das einfach nicht mehr gewusst habe. Weil seine Freunde glücklich zu machen, Ist die beste Tat überhaupt.